Mal schauen, ob das klappt. Fearless Generation ist da. Jo! Yo, was läuft? Ja, nicht viel. Ich kann noch so ein bisschen sonst Stuff müssen machen. Schon. Morgen fängt die Schule wieder an. Ah, was? Okay. Dann hast du jetzt hast du jetzt schön können abrunden mit dem Projekt. Sag mal, oder ist das Beats à la Casa-Ding? Ist das immer noch am Laufen? Ähm, ja, also solange dass ich noch Beats bekomme, so ziehen wir das noch weiter. Okay. Also, meine Damen und Herren, für die kurzen 15 Minuten, wo es da der Message, wo ihr da unten seht, gibt, auf dem Cola-Podcast, sprechen wir ein bisschen über sein Projekt, seine Kampagne, so sein Side-Projekt, wo er da gestartet hat, Beats à la Casa, oder entsprechend jetzt auch mit anderen, die dir Sachen schicken und du Genau, entsprechend Beats killst, oder? Kannst du vielleicht schnell mal vorstellen, was du dort für eine Idee gehabt hast, vielleicht sie noch geil gefunden haben. genau. Also, wir heißen ja schon Beats à la Casa und jetzt ist es Beats Open Casa. Das heisst, jeder kann einfach seine Beats schicken und ich mache so kurze Freestyles drauf. Und tue die jetzt einfach noch auf Instagram veröffentlichen. Und Und da haben sich schon erhoffen, viel gemeldet, oder? Die Reaktionen sind gut gewesen drauf, habe ich gesehen. ja doch, doch. Also ich habe sehr viele Beats bekommen, halt so ein bisschen unterschiedlich gute, aber es hat sicher solche gehabt, wo man kann brauchen, ja. Okay. Wie viel, was ist so der prozentuale Anteil gewesen, hast du das Gefühl gehabt, von wacken Beats im Vergleich zu guten Sachen? Wenn so ein bisschen ohne Namen zu nennen natürlich, weil es gibt Ja, da sicher auch ausstrebende Beatmakers, wo natürlich ihre Chance versucht haben, weißt du, was ich meine? So. mhm. Aber hast du das Gefühl, es kann noch ein bisschen besser sein mit der Qualität dann so, von den Leuten Zusendungen? Ja, also man hat schon bei ein paar gemerkt, dass sie so am Anfang noch sind. Aber das ist ja auch Mhm. bei mir so und das ist ja auch nicht schlimm. Mhm. Aber es hat sicher auch solche gehabt, wo recht geil sind und wo ich mir dann auch sonst vorstellen könnte, weißt du, mal ein ganzes Lied oder so zusammen zu machen. Okay. Und das ist auch so ein bisschen ein Hintergedanke oder ein Gedanke gewesen von dem, zum mir so ein bisschen, so ein bisschen an die Leute heranzukommen. Also hast du schon mal gute Connections jetzt da können machen durch die Kampagne sozusagen, die Ja, auf jeden. Message-Kampagne. Vom einen oder anderen habe ich gefunden, die machen auch sonst konstant geile Beats. Also es ist jetzt nicht Mhm. so, dass nur einer geil ist, sondern dass wirklich mehrere richtig geil sind und wo ich dann auch offen bin für zusammen zu arbeiten. So. Geil. Ja, es ist schön, dass dort wie so neue Sachen entstehen ja, durch nichts vorher, durch etwas, wo die einfach neu ins Leben gerufen worden sind. Eben so der Flip mit dem Beats à la Casa und jetzt, dass es so ein bisschen Open Season ist, dass die Leute dir das schicken können. Ja, Das voll. Und ist ich habe schön. einfach gemerkt, das hat mir als Künstler auch extrem gut getan. Mhm. Weißt du, also das Inwiefern? hat mir, Inwiefern? weil es halt ich habe ganz anders, ganz auf andere Beats müssen rappen oder dürfen rappen so. Mhm. Plötzlich und das hat mich auch so ein bisschen, hat mir das so ein bisschen geöffnet. Mhm. Hast du dann gewisse Sachen auch weil für die, die es nicht wissen, der Message, den ihr da unten seht, produziert natürlich, also bis jetzt, ich glaube 100% von deinen neuen Sachen oder deinen EPs und Songs sind alle von dir auch produziert gewesen, oder selber? Ja, also von mir und meine Leute Und rundum, von dir sag im ich mal. Kollektiv noch, Ja, genau. Okay, okay. Also das Beats à la Casa, der Tag, dort hinter dem Tag versteckt sich nicht nur du, sondern auch mehrere Leute sozusagen. ja, Okay, muss man schon sagen, okay, okay. Wie hast du dann, wenn ich dich noch fragen darf, wie findest du denn heutzutage, vor allem jetzt mit der Kampagne, die du so ein bisschen gestartet hast, ja. Ja. und du siehst generell so ein bisschen neue Beats, die dir geschickt werden, auch von anderen, und kannst es eben ein bisschen, wie du gesagt hast, in Perspektive setzen zu deinem Zeug. Mhm. Ähm,
Wie findest du, also findest du es dann noch einfach, so ein eigenes Soundbild zu machen, auch wenn es zum Beispiel ein fremder Beat ist von jemand anderem? Oder, also kannst du immer noch einen roten Faden dort draus ziehen, für dich selber, so ein Message-Style, obwohl nicht alles von dir kommt, so. Ja, das versuche ich auf jeden Fall. Und ich bewege mich natürlich, also durch das, dass es jetzt einfach mal so ein Instagram-Format ist, bewege ich mich auch ein bisschen in einer anderen Schiene. So. Also ich Mhm. darf auch ein bisschen freier sein als jetzt offizielle Songs. Wenn ich jetzt Also ein offiziell. bisschen mehr, machst auch ein bisschen mehr Scheiß, oder? Also nicht Ja, negativ genau. Also Scheiß, ich so, darf aber. ein bisschen blöder sein. Oder, ja, ich bin einfach ein bisschen Ja, ja, blöder. Es ja. ist so ein bisschen weniger, wir sollten es so ein bisschen weniger ernst nehmen. Oder ich selber nehme es auch ein bisschen weniger ernst zu. Ja. Okay. Ja, weil bei deinen Sachen, bei deinen eigenen Produktionen vielleicht sitzt wahrscheinlich auch verkopfter an dieser Sache dran, oder ist irgendwie, tust du es vielleicht gezielter alles noch ausbereiten, könnte ich mir vorstellen, so. Also, Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt dann auch viel spontaner alles und viel schneller alles. Und ähm, ich habe gerade mit dem Kollegen voran darüber geredet. Das ist, durch das entdeckt man Sachen oder macht Sachen, die man sonst eben nicht würde machen so. mhm, Bei der mhm, eigenen. Und ich glaube, das tut mir auch noch gut so. mhm, Weißt mhm. du? Ja. Okay, schön, dass du auch inspiriert oder dich öffnen tust ein bisschen zu externen Quellen auch. Für die das noch werden sehen, auch nachträglich, weil wir dann einen kurzen Beitrag jetzt machen. Der Message ist so gütig gewesen und hat schnell Ja, seine Zeit leider, leider. zwischen. Nein, wir machen mal einen anständig langen Tag, wenn wir dann beide ready sind, wenn du dann auch so weit bist und vielleicht hoffentlich bis dann auch, also für die, wo noch nicht abgecheckt hat, der hat natürlich schon soliden Startkatalog, würde ich sagen, so, wie ich es empfinde, auf seinen Artist-Pages, so. Darum gibt es dort schon etwas zum Hören beim guten Message. Nur noch schnell, wenn du schnell noch eine Minute hast. Ja, ja. Solothurn. Sag mal so ein bisschen spontan, oder du bist auch Solothurn, oder? Für die, die es nicht wissen. Ja. Solothurn-Umgebung, oder? Mhm. Was mich so wundernimmt, siehst du dort musikalische Inspiration um dich herum? Oder ist es vor allem deine eigene Quelle, aus der du schöpfen tust? So? Oh. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich kenne natürlich Künstler aus Solothurn, aber mehr auch Rapper so, weniger jetzt Produzenten. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so Solothurn und Bern, auch von Spruch natürlich, ist recht neu so. Und Mhm. das ist dann dort recht offen. Und Okay. Solothurn ist halt auch recht klein. So. Okay. Also ich probiere auch ein bisschen bewusst die Grenzen so ein bisschen aufzumachen. Mhm. Weil Mhm. sonst wird es noch viel kleiner. So. Ja, ja, hat etwas. Hat etwas. Für die da jetzt nachträglich noch reingekommen sind. Ich sehe, der San Matthias ist auch noch da, ein paar andere Gs Ah, haben sich da auch noch gemeldet. Mann. Was hat da der eine gefragt noch? Warte. Also Diabolito, siehst du die nicht mehr nur im Schweizerdeutschen oder hört man in Zukunft mehr? Siehst du die nur im Schweizerdeutschen, liebe Message? oh. Oder was läuft jetzt? Ja, also ich tue generell nie gerne so Sachen sagen. Ähm, Sag niemals nie, so ein bisschen das genau, Teil. so in dem Ding, aber so, also wenn du mich jetzt würdest fragen, mittlerweile ist Schweizerdeutsch ist einfach am authentischsten. Mhm, mhm. Habe ich das Gefühl. Und da kannst du natürlich immer noch von anderen Sprachen Wörter oder Sachen nehmen. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, Was mich bei dir noch wundert, aber da können wir auch einen Deep Talk noch vertiefen irgendwann einmal. Aber für die, die es noch nicht gesehen haben, beim Message oder auch Fearless Generation, Message, aber beides, was auf jeden Fall auffällt, ist, dass du von Anfang an immer auch visuell einen roten Faden gehabt hast und das kombiniert hast musikalisch, also mit deiner Musik.
wie wichtig findest du das? Weil wir auch schon mal, glaube ich, das Gespräch hatten, off-air, dass ihr euch auch im visuellen Bereich schon früher, early auch immer sehr viel Mühe gegeben habt. So wie du jetzt auch vielleicht aus Fansicht, wenn du andere Sachen hörst, wie wichtig findest du das, visuelle Komponenten noch zu haben bei der Musik? So? Mm, Also ich finde das schon noch wichtig, weil für mich hat das ein bisschen etwas mit der Wertschätzung gegenüber einem Song zu tun. Also weißt du, so, es ist wie so, wenn du ein super geiles Lied machst, hat es wie auch verdient, ein geiles Cover und ein geiles Video auch zu haben, finde ich. Also es ist wie so, aber es ist natürlich auch so ein bisschen, ich komme halt auch so ein bisschen aus dieser Richtung und kenne mich dort auch so ein bisschen aus. Aus dem grafischen Bereich ein bisschen, Genau. oder? Und ich habe dann für das auch vielleicht so ein bisschen ein anderes Auge. Und, aber doch, ich finde es schon auch wichtig, weil du verkaufst ja nicht nur die Musik, sondern du verkaufst ja auch, wie du dich zeigst. So. Wie viel für die Leute auch, so, die noch nicht so, sag ich mal, oder sich vielleicht auch inspiriert fühlen durch deinen visuellen Anspruch oder euren visuellen Anspruch, weil ihr seid noch sehr am Anfang, Newcomer bist natürlich als Message sozusagen im Auftritt, aber schon ein relativer Standard, meiner Meinung nach, wo ihr setzt, auch visuell. Wie viel von deiner Arbeit, wenn du so ein bisschen in Arbeitsstunden müsstest oder in Stunden müsstest schätzen, wie viel geht auch noch ins Visuelle rein, zusätzlich zu der Musik? Etwa so. Wenn du so ganze Wochen anschaust, wo du könntest an deiner Musik arbeiten. Also ist es 50-50 oder ist immer noch, zuerst einmal geht alles mal in die Musik und nachher erst das Visuelle? Und Ja, also ich würde gleich noch sagen, der grösste Teil geht in die Musik. Und man braucht halt auch so ein bisschen Zeit, bis man weiss, wie das man es macht. Und wenn man es aber dann mal ein bisschen draussen hat, ich meine, die Videos, die wir machen, das ist ja alles, also wenn du, anders gesagt, wenn du wüsstest, wie wir das machen, das würdest du uns gar nicht glauben, so. Und darum, ich glaube, es braucht einfach Zeit, um das zu lernen, wie man es macht. Und wenn man es dann mal ein bisschen kann, wenn man so den Trick so ein bisschen draussen hat, dann ist es dann immer so ein bisschen gleich. Aber ich brauche gleich noch mehr Zeit für die Musik. Trotzdem. okay. Bedeutet aber auch ein bisschen, dass er halt versucht, oder du hast ja auch ein bisschen den Spirit gehabt, dass du es wenig viel machen willst, oder so ein bisschen. Also auch wahrscheinlich in der Videotechnik, aber auch in der Musiksache generell, dass er mit wenig Mitteln viel rausholen will, wahrscheinlich, oder? Das ist so ein bisschen Ja, extrem. Ja, das ist wirklich noch erstaunlich. Und ich glaube, dort muss man auch einfach ein bisschen genug kreativ sein. Und ja, also ich schneide natürlich, oder wir schneiden natürlich gleich noch recht lange an den Videos. Wahrscheinlich auch länger als andere so. Aber zum Beispiel das Wild-Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wo er dort in Amerika war, oder? Es sieht ein bisschen amerikanisch aus von der Ja, Landschaft. unter anderem mal. Und das sind ja eigentlich, das ist eine Kamera und die Spots sind ja nur Natur. Also es sind ja nur Naturaufnahmen. So, und das ist so einfach und simpel gemacht und sieht dann fresh aus. Also ich habe das Gefühl, man muss ein bisschen kreativ sein für das und man kann wirklich aus extrem wenig extrem viel rausholen. Okay, also der San Mattia, das hat sich vielleicht ein bisschen beantwortet. Fragt dann natürlich, ob es mit dem Beruf zu tun hat, dass er videotechnisch stärker unterwegs bist oder strong bist. Vielleicht hat er jetzt schon rechte Synergien zum Grafik-Background auch, oder dass man ein bisschen den Geschmack entwickelt für das wahrscheinlich. So. Ja, auf Oder jeden Fall. Das kommt mir natürlich zu gut. Also ein bisschen, vor allem dann, was so Covers und so, ja nicht nur das Cover, halt auch dann so eine Insta-Story, die zum Cover passt. Das kann ich halt selber machen und ich brauche dort halt auch niemanden, der das für mich macht. So.
Oder, Das ist ein guter Punkt. Wie wichtig findest du, vielleicht, dass der San Matteo und gewisse andere natürlich auch schon mal so ein bisschen die Frage in der Runde da. Wie wichtig findest du euren DIY-Aspekt oder Do-it-yourself-Aspekt, den ihr habt? Was bedeutet das für dich? puh. Ja, also, was jetzt so das Visuelle betrifft. Nein, geht nicht bei der Musik natürlich. Ich meine, das ist ja der Ursprung, oder so. Also das Ja, voll. mit deiner Musik, weil du ja jemand bist, wo für die, die jetzt nachträglich das werden sehen und dich zum ersten Mal vielleicht abchecken, weil wir ja mal anständige Erfolg haben wollen machen und das aber wie so der kurze Edit ist zum Ja, Message oder zu Fearless Generation. Aber die werden halt nachher sehen, dass halt vieles auch von dir selber produziert ist. Du machst halt Lyrics und Produktion oftmals oder praktisch zu 100% amigs. ja, Das ist ja schon ein sehr, also du könntest ja auch einfach vieles von diesen Aufgaben, viele von diesen Aufgaben könntest du ja auch abgeben an Externe. So. Und stattdessen hast du dich halt entschieden, das alleine zu machen, do-it-yourself-mäßig, so, oder mit dem ja. Team. Ja, ich folge halt so ein bisschen an dem Motto, alles, was du selber kannst, also weißt, alles, was du selber kannst machen, ähm, und dann auch ein gewisses Niveau hat, ist schon mal gut. Weil du dann nicht abhängig bist auf andere Personen, wo vielleicht nachher auch musst zahlen. So. Und also, das muss man sich halt aber auch so ein bisschen selber auch ein bisschen beibringen. Ähm, was halt auch nicht jeder will, was auch verständlich ist. So. Mhm. Mhm. Ja gut, Aber, eben, das ist ja Arbeit, wo du dir, das ist zusätzliche künstlerische Arbeit, wo du dir auch aufbürden tust, indem du zum Beispiel sagst, okay, du willst auch noch deine Instrumentals oder die Soundpad für dich selber auch noch selber machen. So. Ähm, ja, ja. voll. Ähm, ja, also bis jetzt, es ist auch so ein bisschen, wenn es halt auch einigermaßen gut läuft und ich persönlich auch zufrieden bin, ähm, dann wird ich das auch nicht so schnell so groß ändern. Aber Mhm. es ist natürlich, ich bin natürlich auch immer offen für neue Einflüsse. So. Mhm. Also es Darum ist nicht so, auch dass ich jetzt so ein stures Sicht bin, wo unbedingt alles will das selber alles machen. selber schon Aber verstanden. ich will halt auch nicht irgendwie, so weit wie es geht, auch nicht irgendwie abhängig sein von anderen Personen. Und das stört dann so ein bisschen mein Arbeitsflow. Okay. Habe ich so ein bisschen gemerkt zum Teil. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ähm, okay, Solothurn, Bern, da gibt es natürlich, ich bin jetzt gerade am überlegen, für die, die es nicht wissen, gute Message, die ihr da noch seht, ist aus Solothurn. Solothurn selber natürlich hat schon auch musikalische Historie, würde ich sagen. Einer von der sinnbildlich grössten, also wenn nicht der grösste von der neuen Generation, kommt auch aus Solothurn. Wow. Wo im Hip-Hop Mundart tätig ist. Für die ein kleines Quiz können Sie dann selber herausfinden und wissen vielleicht, wer ich meine dann so. Der Namenlose, der natürlich schon sehr, sehr viel geleistet hat in der Schweiz und ich glaube auch die Schweiz gegen aussen auch sehr stolz macht, hoffentlich so. Also Auf einen jeden kleinen Fall. Hint könnt ihr dann gerne mal schauen. Ein zweiter Hint wäre vielleicht, er ist wie so ein bisschen der Trap King geworden von der. Er hat natürlich noch viel mehr zu bieten als das, aber er ist natürlich auch so ein bisschen der undisputed Trap King, glaube ich, vom Mundart. Ja, ja, er hat auf jeden Fall DJ Bobo, sagt der Samatia, ich weiß nicht. Hat er mal DJ, Trap gemacht, der DJ Bobo? der ist aus dem Arc gegangen. Der ist es Wargau. Pronto Dinero, genau. Hat aber auch viele andere Solothurn, ist nicht rockmäßig auch. Ist das Krokus sogar? Also der Chris von Rohr. Ist auch Solothurn, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die ganze Band, wahrscheinlich nicht, Ursprung. aber bei ihm weiss ich es. Ja. Okay, okay. Also auf jeden Fall eine starke musikalische Historie und hoffentlich
kann dort der Message als Newcomer mit seinem Fearless Generation Movement kann dort auch in die Fußstapfen hineintreten und die Historie ein bisschen grösser machen, so, sag ich mal. Ja, hoffen wir's. Aber okay, das Beats à la Casa Ding sowieso, unter dem wir produzieren, das geht weiter, da wird man noch mehr Sachen hören und dein Projekt, das jetzt am Laufen ist, sag nochmal den Namen von dem Projekt, wo die Leute auch Sachen einsenden können, wenn sie Lust haben. Beats Open Casa. Das ist dann wiederum Beats Open Casa. Da können die Leute von außen dir Sachen schicken. Der Killer von den Beats sozusagen, der Message dann, wenn er die Sachen bekommt. Die Instrumentals. Darum, liebe Leute, wagen es einmal, ihm etwas zu schicken, würde ich sagen. Weil Sehr gerne. ich finde das immer schön, wenn dadurch irgendwie komplett neue Sachen entstehen, die auch, weißt, von anderen Schweizer Musikschaffenden entstanden sind, mit anderen Schweizer Musikschaffenden. Dann kann man auch ein bisschen die Schweiz in sich selber voranbringen. So. Und wie du gesagt hast, man kann ein bisschen Grenzen überwinden. Ich würde mal meinen, viele von diesen Beats, die du zugesendet bekommen hast, sind ja nicht Soloturner, Local-Leute, oder? Die das geschickt haben. Also ganz ehrlich, die kommen so ein bisschen von überall und zum Teil weiss ich es auch gar nicht recht, von wo jetzt. Und ich finde das auch so ein bisschen, ich finde das auch sehr wichtig, dass man nicht so in seiner Crew oder in seinem Kreis oder in seiner Stadt so gefangen bleibt. Weil die Schweiz ist ja sich schon klein und das ist nicht so ein bisschen, ja. Ich glaube, das braucht sich ein bisschen mehr auch, so ein bisschen das Zusammenarbeiten über Kantone raus. Auf jeden Fall. Also über Fearless Generation, das ganze Movement, was dort noch alles kommt, können wir sehr, sehr gerne, wenn du irgendwann mal Zeit hast, eine ganze Folge machen. Das war eher ein bisschen spontan gewesen. Ich würde den guten Message da nicht allzu lange noch aufhalten, weil er hat sicher Besseres zu tun, als da den ganzen Abend IG Lives zu machen. Vor allem vielleicht neue Musik, die dann irgendwann noch mal kommt. Aber für die seine Songs noch nicht kennen, ich werde es auf jeden Fall nachher in die Description rein tun, auf YouTube, wenn ich das dann auflade. Aber merci für deine Zeit, Message. Ja, merci dir. Und wir schauen für sonst mal. Am besten schreiben wir voran noch schnell. Sehr, sehr gerne. Das war ja jetzt eher ein bisschen spontan. Ja. Aber irgendwelche abschliessende Worte, die du loswerden ja, bleibt alle zusammen fearless. In diesem Sinne. Genau, ich muss jetzt Spaghetti Bolognese essen. Also, wir hören uns. Anfang, wir sehen uns. Ciao. Schön.